Herzlich willkommen, GVC Zürich Oberland. Schön, dass ich da sein kann mit so einer Einleitung, mit dem, was wir miteinander haben können. In Gottes Gegenwart treten, die Liebe aufsaugen. Da muss ich mich wirklich nur willkommen fühlen. Und es ist schön, dass ich da sein darf. In dem Theaterstück, so realistisch, wie das über reingekommen ist. Auch die Gegensätze, wie sie aufeinander prallen. Und dann so schön und stark zu sehen, wie die Liebe einen Weg vom Ich zum Du findet. Danke herzlich den Schauspieler für den Start. Ja, mein Name ist Hans-Jörg Forster. Ich bin schon ganz kurz vorgestellt worden. Ich habe meine Familie mitgebracht. Da sollte ich dann irgendwie ein Slide nachkommen, weil ich heute über Liebe, Familie rede. Dann fühle ich mich ein bisschen allein, wenn ich meine Familie nicht dabei habe. Die Kinder sind alle schon ausgezogen, die sind erwachsen jetzt. Jetzt sind die letzten im letzten Herbst ausgezogen. 30 Jahre verheiratet mit der Helene, und wenn ich da Bilder so ein bisschen anschaue, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht geraten. Aber ehrlich gesagt, ist genau das mein Problem gewesen, an der Sonntagabend, wenn es so ein langes Familienwochenende war, da ist mir irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen und ich bin so richtig depressiv geworden und dachte, das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Wir haben wieder so viel falsch gemacht. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich die Kinder irgendwie nicht richtig können, so mit Liebe umgehen, wie es eigentlich jetzt sein soll. Meine Frau Helen hat mich dann auch ein bisschen tröstet und gesagt, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, wir sind ja 10 Jahre in die GVC Winterthur gegangen als Familie, bevor wir nachher dann in die Ostschweiz rausgezogen sind. Aber das ist schon eine interessante Beobachtung, dass wenn ich jetzt heute über Liebe rede, dass ich mich überhaupt nicht als Experte fühle. Ich habe schon geschaut, wenn Vögel so an einen Baum fliegen, dann gibt es Vögel, die so von unten her an den Ast kommen und auf den Ast sitzen. Und dann gibt es die anderen, die so von oben her auf den Ast sitzen. Ich bin ein Vogel, der von unten her auf den Ast gesessen ist, wo es um Liebe, um Ehe, um Familie geht. Ich weiß, dass es liebevollere Väter gibt und Ehemänner. Aber wie bin ich denn zu dem Thema gekommen? Ich durfte lernen, dass ich mich nicht mit anderen vergleiche, sondern mich nur mit dem vergleiche, wie ich vor 2, 3, 4, 5 Jahren war. Ich möchte einfach besser werden. Von dem Startpunkt aus, wo ich hatte. Mittlerweile bin ich Paartherapeut in Winterthur und in Arbon am Bodensee. Ich habe einen sehr gewundenen Berufsweg hinter mir. Ich habe zuerst an der ETH Ingenieur studiert. Ich glaube, da alleine so, da geht es auseinander. Und habe dann noch Theologie gemacht und bin dann 7 Jahre lang Pastor in einer Freikirche im Aargau. Ja, und immer mehr ist das Thema Ehe und Familie wichtig geworden. Ich habe dann auch die Familieninitiative Family Life bei Campus aufbauen. Ihr kennt Manuela und Marc Barrett bestens, das sind meine Nachfolger. Es ist wunderbar, dass ich sie kennenlernen und sie ins Team hineingekommen sind. Und das ist so gut gegangen, ich kann nach kurzer Zeit gehen. Ja, Ehe, das ist das Thema heute. Heute geht es in dieser Predigt um Ehe. Hat sich eigentlich jemand schon mal Gedanken gemacht, woher das die 3 Buchstaben beim Wort Ehe kommen? Weiss da jemand Bescheid, was Ehe eigentlich bedeutet? Jetzt ich habe schon mal gehört, Egoist heiratet Egoist. Egoistin oder umgekehrt, Egoistin heiratet Egoist. Aber da, was ich heute möchte bringen, ist, da haben jetzt die Latiner unter uns ein bisschen einen Vorteil. Ich tue es nachher gerade übersetzen. Errare humanum est. Irren ist menschlich. Ja, das ist Ehe. Ich übertreibe nicht, es ist wirklich so. Irren ist menschlich, aber vielleicht habe ich mich ja nicht in der Partnerwahl getäuscht. Vielleicht habe ich ja nicht die falsche Frau geheiratet, sondern ich habe mich getäuscht in meiner Liebesfähigkeit. Wie schnell das die jetzt kommt. Ich habe mich vielleicht auch getäuscht über das Wesen der Liebe.
Ja, es ist vielleicht schon so, dass die Frau irgendwie die Schwiegermutter nicht so mag, oder? Wie wir es jetzt gerade vorher gesehen haben, oder dass sie ein bisschen bibbert vor dieser grossen Hypothek, die da sollte aufgenommen werden. All das enttäuscht mich vielleicht ein bisschen und habe ich nicht gerade von Anfang an einen Zugang dazu. Aber möglicherweise ist die Enttäuschung, wo ich mich geirrt habe, ist meine Liebesfähigkeit und Grenzen von meiner Liebesfähigkeit. Ich möchte wirklich alle da herzlich einladen, heute Morgen mit mir mitzukommen, im Livestream oder da im Saal, über das nachzudenken, wie wir als normale Menschen können entfesselte Beziehungen leben und wie wir an den Kreislauf von der Liebe von Gott können angeschlossen werden. Darum habe ich so Freude über den Worship, wo das so näher bringt. Da ist ein Gott von der Liebe. Und ich würde fast sagen, Sterne 5, die Liebe muss und darf Einzug halten in unserem Leben. Um da geht es. Liebe ist etwas ganz, ganz Grosses. Im Hohelied, das ist ein Buch in der Bibel im Alten Testament, wo es nur um die Liebe geht, heißt es, so unüberwindlich wie der Tod ist die Liebe. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Also wir haben es mit etwas zu tun, was wahrscheinlich fast das Größte ist im Universum. Und da geht nochmal eine Stelle aus dem Epheserbrief, wo wir auch sehen, wo das die Liebe im Leben überhaupt etwas zu sagen hat. Im Epheser 5 steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ich bin über das Wort alles hineingestolpert. Alles. Das ist also ziemlich viel. Alles. Und da stehe ich möglicherweise das erste Mal ganz, ganz klein da. Schon der Kleinkram im Alltag bringt mich manchmal so weit, dass ich sehr lieblos meiner Frau, der Helen, gegenüber reagiere. Und trotzdem genau da, wenn wir heute Morgen wagen, dass wir irgendwo unsere kläglichen Liebesversuche dürfen neben die große Liebe von Gott anstellen und dann neu nach dieser Verbindung fragen, die zwischen den beiden herrschen tut. Wir wollen nichts weniger als Gott selber zum Vorbild nehmen, mit seiner unermesslichen Liebe. Und dass wir an seinem Kreislauf von der Liebe angeschlossen werden. Dass ich weiß, wo ich kann die Liebe holen kann, das ist ganz, ganz wichtig. Leben ist Liebe, Liebe ist Leben. Wir sind born to love. Du bist born to love. Es ist eigentlich Bestimmung über unserem Leben. Egal, ob du als Adoptivkind irgendwo aufgewachsen bist, ob du in einer liebevollen Familie geboren worden bist, ob deine Eltern sich in deiner Kindheit scheiden lassen haben. Egal, du bist born to love. Bestimmung über unserem Leben ist, dass wir Liebe weitergeben können. Gottes Liebe will sich durch dein Leben in die Welt ausbreiten. Ja, gleichzeitig, und das ist ja vielleicht das, was es so schwierig macht, über das Thema zu reden. Gleichzeitig wissen wir, dass es ganz viel Defizit gibt im Bereich von Liebe. Und dass jeder Mensch schon vor der Geburt an immer so ein kleines Liebesdefizit mit sich herumträgt. Menschen können niemals perfekt lieben. Auch Eltern, und das ist mir schmerzlich bewusst worden, die es noch so gut meinen, hinterlassen in den Kindern gewisse Lücken. Ehepartner, die sich so gern haben, verstehen es nicht, die letzte Bastion zu erstürmen beim Partner und dort die vollkommene Liebe zu leben. Mangel gehört zum Leben. Mangel gehört zum Leben. Errare humanum est. Das ist menschlich, mit dem müssen wir versöhnt werden. Und ich muss schon zugeben, in meinem Leben habe ich doch ganz, ganz lang den Wert und die Mächtigkeit von der Liebe unterschätzt. Ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, aber total emotional ausgehungert. Das ist mir erst später bewusst worden, wie emotional verhungert ich eigentlich meine ersten Jahre auf dieser Erde zugebracht habe.
hohe Frömmigkeit, einen hohen Anspruch an sich selber, aber für die eigene Seele und für die verbindende Liebe zwischen den Familienmitgliedern war ganz wenig Platz gewesen. Wir mussten uns alle so ein bisschen selber den Weg suchen. Einfach richtig handeln. Dann war es gut gewesen und alles andere ist wie nicht vorgekommen. Und es ist kein Wunder, dass ich in meiner Jugendzeit Depressionen bekommen habe. Wie aus heiterem Himmel. Ich habe später verstanden, woher das kommt. Und ich habe eigentlich erst in meiner Liebe zu der Helene, zu meiner jetzigen Frau, eigentlich einen Zugang zu mir selber bekommen. Es ist also noch schmerzlich, so zu erleben, dass ich auch mich selber vorher nicht richtig gespürt habe und erst im Du eigentlich gemerkt habe, wer ich bin. Ich bin auch offener geworden gegenüber Menschen und es ist eine riesen Entwicklung losgegangen. Aber auch ab da in der Ehe ist es nicht einfach ein Selbstläufer mit der Liebe, oder? Ich habe 1991 vor dem Traualtar gesagt, ich hebe zu dir, Helene, in guten und auch in schlechten Zeiten. Und es hat nicht einmal die schlechten Zeiten gebraucht. Bis für mich die Bilanz schon nicht mehr gestimmt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsse mehr geben, als dass ich überkomme. Und es war so gewesen, dass mit der Geburt von unserem ersten Kind, dem Sohn, bin ich irgendwie wie entthront gewesen. Ich habe das Gefühl, ich hätte meine Freundin verloren. Und meine Ansprüche und meine Bedürfnisse sind überhaupt nicht mehr gesehen und werden nicht mehr erfüllt. Und ich habe mich dann schon bemerkbar gemacht. Und zwar ziemlich. Die Liebe ist ein heikles Ding. In dieser Hinsicht, und ich glaube, da hoffe ich, dass ich niemand enttäusche, oder wenn, dann eben so, dass es eben wichtig ist, dass die heute angesprochen wird, die Enttäuschung. In dieser Hinsicht glaube ich, dass es uns Christen genau gleich geht wie allen anderen Menschen. Liebe im menschlichen Kontext ist ein ganz heikles Ding. Es ist einfach heikel. So häufig verkehrt sie sich ins pure Gegenteil. Ich habe da schon so manchmal gesehen, dass Liebe zack, in Hass umschlägt. Brutal. Da war Liebe, jetzt ist Hass. Oder Eifersucht, dass die Liebe besitzergreifend wird, über das andere versucht zu bestimmen. Ja, die Liebe will den anderen beschenken und hat doch meistens nur sich selber im Blick. Ganz eine heikle Angelegenheit. Sie ist wunderschön und dann ist sie wieder bittersüß, die Liebe. Sie ist furchtbar einfach und gleichzeitig herrlich kompliziert. Das ist die Liebe. Fast nicht zum Fassen. Ja, das ist die menschliche Liebe. Aber wir wissen ja als Christen um die ganz andere Liebe im Universum. Um die Liebe im Universum, wo jetzt nicht nur einfach das Prinzip ist. Da staune ich immer wieder, dass wir wirklich die Liebe dürfen in der Person von Gott kennenlernen und dass es nicht nur einfach irgendwo ein Prinzip ist, wo auch noch da ist in dieser Welt. Gott, liebt uns mit unendlicher Liebe. Wir haben gesungen von dem vorher im Worship. Mit unendlicher Liebe, bedingungslos. Und jetzt, wir Christen, so als sein Bodenpersonal, wir tun manchmal ein bisschen ein schlechtes Licht auf die Liebe von Gott fallen, weil es uns nicht in Reinkultur wirklich immer gut gelingt. Und gerade die Ehe, die nächsten Beziehungen sind manchmal so ein heikler Prüfpunkt für das, wo wirklich ankommt von Gottes Liebe. Und ich habe einfach lernen, irgendwo die Bescheidenheit, dass es mir nicht wirklich gut gelingt, einfach zu akzeptieren. Sonst könnte ich nicht über das reden. Das war ein bisschen ein Training durch all die Jahre, wo ich mit meiner Frau zusammen auch zu Ehepaaren reden, immer wieder den Weg zu gehen und zu sagen, ich bin da nicht der Experte. Liebe in Reinkultur gelingt uns nicht. Aber wir wissen, wo wir ran müssen. Die kläglichen Liebesversuche sollen wir trotzdem nicht sein lassen, immer besser werden und dranbleiben. Das hat mich in meinem Leben stark beschäftigt, gerade mit den Startvoraussetzungen, die ich vorher versucht habe zu zeigen, mit dem emotional ausgehungert zu sein. Mich hat das so interessiert, herauszufinden, wo der Glaube im praktischen Beziehungsleben Spuren hinterlässt. Ich bin richtig dem nah, mit einer Sehnsucht etwas von dem zu verstehen. Wie wird der Glaube in der Qualität von Beziehungen sichtbar? Ich habe das vermisst. Und die Frage ist immer wieder gekommen. Und darum möchte ich uns heute mitnehmen auf eine Entdeckungstour, eine Entdeckungsreise als Herz von Gott. Wenn es um entfesselte Beziehungen geht, glaube ich, müssen wir miteinander zusammen als Herz von Gott gehen. Im 1. Korinther 13 heißt es, ich erkenne
jetzt stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und gerade nochmal ein Bibelvers, den ich einfach möchte als Motivation an den Anfang stellen, dass wir uns nicht enttäuschen lassen und nachher enttäuscht davonlaufen, sondern dass wir in der Enttäuschung uns Gott zuwenden. Da heißt es im 2. Korinther 4, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und mir hat mal jemand erklärt, das ist wie ein Gefäß, das ganz eine dünne Wand hat. Und das Gefäß hat auch einen Riss. Aber wenn du da eine Kerze drin rein tust, dann leuchtet sie eben viel heller, als wenn da so alles solid, so quasi, ich weiß, wie es geht. Ich habe es im Griff. Meine Liebe langt. Nein, Gottes Liebe soll durch das Bruchstückhafte durchleuchten. Ich leide manchmal als Paartherapeut jetzt in meiner Arbeit, jetzt wo ich ganz viele Paare begleiten unter dem, dass ich Paare sehe, die mal alles haben wollen. Die haben wollen die Welt auf den Kopf kehren miteinander. Und jetzt werfen sie alles weg. Das ist der Umschlag ins pure Gegenteil. Jetzt haben wir ein Stückwerk, das wir sehen. Aber wir dürfen Gottes Liebe da durchleuchten lassen. Es klappt ja nicht alles. Es ist ja so. Aber darum zu sagen, das mit Gott und der Liebe klappt bei uns nicht, ich glaube, wir hören auf, ist nicht Gottes Schuld. Ich glaube, er gibt uns die Möglichkeit, dass seine Liebe in unserer Schwachheit zum Leuchten kommt. Und das ist ganz etwas anderes, als wenn ich jetzt euch müsste da rausfahren und sagen, jetzt strengt euch einfach da, singt einfach besser. Ich mache euch mehr Mut, dass Gott in euren Beziehungen zum Leuchten kommt. Darum geht es in den Beziehungen, darum geht es in der Ehe. Gott hat uns zuerst geliebt. Jetzt der Herzkreislauf, der Kreislauf von Gottes Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich habe in so vielen Eheseminaren, wo ich auch besuchen mit meiner Frau zusammen, immer wieder das Beispiel gehört, also das wirklich gute Beispiel, wie die Liebe in der Ehe könnte funktionieren, ist die Liebe, die zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist besteht, wo da zirkuliert in der Dreieinigkeit, vollkommene Liebe. Aber Hand aufs Herz, wer von euch ist jetzt gerade ein bisschen schlauer geworden mit dem Vergleich, dass die Liebe, die in der Dreieinigkeit pulsiert, irgendetwas mit unserer Ehe zu tun hat, wo wir gerade drinnen stecken. Also ich hatte damals ein bisschen meine Mühe gehabt. Ich habe immer gedacht, in der Ehe geht es, glaube ich, um 2 und Gott ist 1. Also das ist schon mal ein bisschen schwierig, oder? Als 2, 1. Oder dann ist er 3, dann ist er 3 und dann 3, aber die gleiche Person in verschiedenen Ausführungen. Geht auch nicht wirklich auf. Also irgendwie ist das immer ein Bild für die Liebe, wo doch nicht so richtig passen will. Oder doch? Was für eine Liebe herrscht denn eigentlich zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist? Von Jesus wissen wir, dass er viel im Gebet war, dass er viel mit seinem Vater geredet hat. Das ist ein intimes Gespräch, das ganz, ganz häufig stattgefunden hat zwischen ihm und seinem Vater. Und es gibt ein längeres Gebet, wo wir sogar den Inhalt davon kennen. Das ist das bekannte hohepriesterliche Gebet, aufgezeichnet im Johannes 17. Und der Johannes ist ja sowieso ganz ein spezieller Apostel gewesen. Also immer, wenn ich jetzt über das Thema Liebe rede, habe ich dann praktisch immer Stellen aus dem Johannesevangelium und Johannesbrief. Da ist so der Apostel von der Liebe. Also das ist also unglaublich, wie viel das man findet, oder? Und er hat das aufzeichnen. Am Johannes ist das so, so wichtig gewesen, dass die Intimität von dieser Beziehung zum Ausdruck kommt. Da steht im letzten Vers vom Kapitel 17 im Johannesevangelium: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei
und ich in ihnen. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also da kommt etwas von dieser großartigen Liebe von Gott, Jesus und dem Vater zum Ausdruck und auch das Geheimnis, dass es eben unsere Liebe tatsächlich genährt wird von dem, was eigentlich in Gott selber an Liebe pulsiert. Wir dürfen uns als Nachfolger von Jesus an den Kreislauf von Gottes Liebe anschliessen. Und ich möchte einfach heute Morgen richtig anschaulich machen. Ich hoffe, es gelingt mir, auch jetzt da reinzunehmen, das Geheimnis, was es bedeutet, an Gottes Kreislauf von der Liebe teilzuhaben. Es ist wie die Sonne. Es ist wie die Sonne, die leuchtet, wo wir brauchen, das Sonnenlicht, dass wir uns überhaupt auf dieser Welt bewegen können. Ja, das Licht, das kommt von Gott. Ich will da die Liebe zwischen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist so schnell aufzeichnen. Das sollte wahrscheinlich die Schöpferhand sein. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann wird man auch das erkennen, auch wenn ich es nicht so schön gezeichnet habe. Da ist Gott der Vater und dann kommt da Jesus. Und da mache ich jetzt, weil es ein bisschen einfacher geht, so ein bisschen ein Flämmchen an. Ich hätte auch eine Taube zeichnen, aber die ist wieder schwierig zu erkennen, wenn ich sie zeichne. Ja, also das wäre die Dreieinigkeit, wo die Liebe pulsiert da rein, die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn und so weiter. Und wie können wir uns da jetzt anschliessen? Ich weiss nicht, mir hat auch noch ein bisschen geholfen, das Buch zu lesen, die Hütte, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Einfach, dass ich glaube, das ist wirklich eine spezielle Art, wie die Liebe in Gott begründet ist. Und im Film ist das auch entsprechend zum Ausdruck gekommen. Es gibt wie Strahlen von der Liebe, die da jetzt ausgehen. Und ich nehme da eine andere Farbe. Wie können wir beteiligt werden an dem Kreislauf? Es kommt mir so vor, wie wenn das Dreieck sich verbreitert, verlängert, ausdehnt, wie ein Wassertropfen, wie ein Tropfen, der ins Wasser hineingeht, wo so einen Ripple-Effekt gibt. Und da komme ich zuerst auch in der Beziehung zu mir selber etwas von dieser Liebe über. Es ist ja ganz wichtig, dass die Personen, wo wir am meisten zusammen sind, dass die in die Liebe von Gott eintauchen können. Und mit welcher Person bin ich am meisten zusammen? Mit mir selber. Du mit dir selber. Also wir können gar nicht daran denken, um in der Ehe die Liebe wirklich von Gott hineinfließen zu lassen, wenn wir diese Stufen überhüpfen, wenn die Liebe da nicht wirklich auch bei mir ankommt. Und dann geht es weiter vom Ich zum Du, da wäre dann zum Beispiel der Ehepartner. Und so geht es sicher auch noch weiter nachher zu allen Menschen. Ihr könnt euch da vorstellen, wie das einfach zunimmt, die Ausbreitung von Gottes Liebe durch alle Dimensionen durchgeht. Und ja, da wären ja Predigten für sich, das ist nicht mein Schwerpunkt jetzt, was das bedeutet, mal zu erklären, oder? Dass ich mich selber annehme und ich selber auch darf mich geliebt fühlen und wie ich es dann weitertrage. Aber spannend ist ja, dass uns die wichtigsten Gebote von Jesus aus dem Alten Testament so wiederholt werden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, da sind wir schon in dem Bild drin, dass wir in dieser Ausrichtung auf Gott die grösste Chance haben, dass die Liebe nachher auch zu uns weitergeht. Mir hat das keine Ruhe gelassen, da wirklich darüber nachzudenken, wie es denn wirklich passiert, wie die Liebe wirklich praktisch wird. Es sind so wie zwei Strahlen von Gottes Liebe und um die geht es mir jetzt. Es sind wie zwei Strahlen von Gottes Liebe durch Jesus Christus in mein Leben und der andere Strahl durch den Heiligen Geist. Mir ist das so bewusst geworden, was für eine Chance dass wir haben, dass wir mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist dürfen unterwegs sein.
Der Kreislauf von der Liebe von Gott, wo wir drin hineingenommen werden, der hat sehr viel mit dem zu tun, dass Jesus fest und verlässlich zu mir steht, dass er einen Bund mit mir eingeht. Jesus sagt am Schluss, wo er sich von den Jüngern anfängt zu verabschieden, das ist das Blut meines Bundes, das ich vergossen habe für euch, damit ihr fest zu mir gehört, unverbrüchlich, die Verlässlichkeit, das Ordnen, das Wiederherstellen, das kommt durch Jesus. Und ich brauche zuerst mal als ein Mensch, der wir lieben können, ich brauche die Ordnung und die Wiederherstellung. Ich brauche die Identität, die mir Jesus gibt. Und aus deren heraus darf ich anfangen, mich in den Beziehungen vorwärts zu bewegen. Und ich kann genau gleich die Festigkeit, und das sind eben die Bilder, die jetzt kommen, genau gleich die Ordnung und Wiederherstellung und Verlässlichkeit auch meinem Gegenüber anbieten, weil ich selber erlebt habe. Jetzt müssen wir mal schnell reinstehen. Wiederherstellung, die Flipchart, die weicht gerade aus. Ordnung als ein weiteres Stichwort, da würden noch ein paar mehr dazugehören, was Jesus in meinem Leben macht. Ich habe eine Identität als geliebtes Kind von Gott. Ich werde nicht an meinem bisherigen Versagen gemessen, auch wenn du das jetzt gerade im Moment irgendwo schmerzlich fühlst, dass deine Liebe irgendwo ein bisschen zur Strecke gekommen ist. Jesus sagt, es ist gut. Nimm es an, mein Bund, den ich dir gebe. Du bist heil durch das Blut von Jesus. Seine Reinheit deckt meine Schuld zu. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Sind wir untreu, so ist er doch treu. Das ist die Liebe. Hey, können wir uns vorstellen, was das bedeutet, wenn wir diese Qualität von Liebe anfangen, in unseren Beziehungen auch anderen Menschen anbieten. Ich stehe da. Ich bin verlässlich. Ich stehe hinter dir. An Jesus kann ich mich ausrichten. Ich kann mich ausrichten, dass ich selber die Identität in Gott wirklich festmachen kann. Dass ich weiß, ich bin geliebt und ich bin nicht das Opfer von einer nörgelnden Frau. Ich bin auch nicht das Opfer von dem, dass ich einen unzuverlässigen Mann habe. Nein, ich bin ein geliebtes Kind von Gott. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition, um auch mit diesen manchmal auch enttäuschenden Fakten von einer Beziehung umzugehen. Und dann kann ich die Art von Liebe eben auch weitergeben. Ich kann sie weitergeben an meine Frau, an meinen Mann. Und ihm helfen und ihr helfen, die Identität bei ihr zu stärken. Also nicht nur meine Identität soll gestärkt werden, sondern da geht es eben auch darum, dass nachher genau das Gleiche, die Qualität da hilft, das andere aufzubauen. Der Selbstwert, der grösser wird. Wisst ihr, da ist ein Prüfpunkt, den ich mir mal zurechtgelegt habe. Ein Satz, den ich immer wieder für mich so ein bisschen wiederhole, wenn es darum geht, ist jetzt da Liebe gewesen oder nicht? Ist jetzt da richtig echte Liebe oder ist es einfach irgendwie ein bisschen manipulativ gewesen, ein bisschen egoistisch? Ich mache etwas, dass ich etwas überkomme. Der Satz heisst, helfe ich meinem Gegenüber, sich selber zu mögen. Peng. Helfe ich meinem Gegenüber, sich selber zu mögen. Ein bisschen komisch, he? Aber wenn ich die Identität vom Gegenüber stärke, wenn es mir wirklich um ihn geht, um sie geht, dann passiert etwas, dass es förderlich ist, dass etwas zustande kommt, was dem anderen wirklich im Kern von seiner Person gut tut und aufbaut. Wo das andere merkt, da bin ich gemeint, es geht jetzt um mich. Das ist die Qualität. Hinter dem anderen zu stehen, in dieser Ordnung, in dieser Verlässlichkeit, in dem ich bin da, auch wenn etwas vielleicht nicht ganz dem entspricht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war der erste Strahl von Gottes Liebe durch Jesus Christus. Und der zweite Strahl, der geht durch den Heiligen Geist, kommt er zu mir. Und im Heiligen Geist, da kommt mir halt ganz, ganz schnell das Wort Kreativität in den Sinn. Also es sind ja hier im Pfingstwunder ja nicht nur irgendwie eine Sprache gewesen, wo gerade alle gleich geredet haben, in der gleichen Sprache, irgendeine Kunstsprache, sondern es haben alle sich gehört, die
ihrer Sprache reden. Das sind ja Tausende von Sprachen, eine Kreativität sondergleichen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es sehr viel Freiheit, Kreativität. Das sind die Merkmale. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und Liebe hat so viel mit Freiheit zu tun. Die Liebe von Gott ist nicht so, dass der Vater im Himmel so mit Argusaugen immer runterschaut und sagt, haben wir da wieder, da ist wieder mal ein Fehler. Da müssen wir jetzt gerade schauen, dass wir da gerade schneller mal schauen. Gott straft sofort. Nein, Gott ist nicht ein Gott von der Starrheit. Das heisst, Gott ist nicht ein Gott von der Unordnung und das heisst nicht, er ist ein Gott von der Ordnung, sondern er ist ein Gott vom Frieden. Frieden, Freiheit. Nicht die Starrheit, die Verlässlichkeit, die engt nicht ein. Die tut nicht das andere an sich binden, sondern die Liebe, die gibt Freiheit. Auf eine kreative Art tut sie sich immer wieder ausdrücken. Freiheit und Bewegungsraum schenkt Begabungen der Heilige Geist. Ist daran interessiert, dass etwas aufblüht, entwickelt wird. Übt keine Kontrolle, teilt frei zu, wenn man will, und lässt Entwicklungsraum. Und das ist so ein starker Ausdruck von der Liebe. Wenn das etwas mit dem zu tun hat, wie ich Gott erleben kann, dass er mich nicht in eine Engführung hineinbringt, sondern dass er hinter mir steht und mich möchte entwickeln und reifen als Person, mir einen Spielraum lässt, dann verstehe ich ja etwas, was die Liebe könnte sein, die ich meiner Frau schenke. Und da muss ich schon sagen, da habe ich nicht gut gemacht. Ich habe zwar unglaublich mich verliebt gefühlt und hingezogen zu meiner Frau und ich habe ihr so ab und zu wieder gesagt in den ersten Jahren, aber dann hat es etwas gegeben, dass ich sie richtig in ihrer Entwicklung behindert habe. Sie hat dann immer wieder mal davon geredet, dass sie gerne würde ein bisschen mehr irgendwie in den Pflegeberuf wieder einsteigen und irgendwie Hilfeleistungen an Leute. Und ich habe sie einfach auf die Bühne gezerrt. Ich habe gesagt, unser Platz ist auf der Bühne. Wir müssen zu Leuten reden. Und ich habe einfach alles, was sie gesagt hat, unter den Tisch fallen lassen. Was ist das für eine Liebe, die sagt, ich weiß besser, was für dich dran ist? Das ist keine Liebe. Da hat ganz bedeutend die Freiheit gefehlt, die der Heilige Geist vermittelt. Und da ist mir so schmerzlich bewusst worden, wenn ich da irgendwo Liebe gesagt habe, aber mich ganz, ganz anders verhalten habe. Liebe gibt einen festen Rückhalt, aber es lässt auch frei. Wir haben Mühe mit dieser Qualität von Liebe, wir Menschen. Ich erlebe es bei mir selber und ich sehe es bei anderen. Entweder betonen wir die maximale Freiheit, das kommt dann nämlich so daher, ja, das ist mir gleich, das kannst du schon machen. Ja, interessiert mich nicht, weißt, das ist deine Verantwortung, weißt, das ist deine Entscheidung, wie du dich jetzt beruflich weiterbildest. Ja, du also, weißt, ich lasse dir Freiheit, ich nehme meine auch. Ja? Null Rückhalt, null Ordnung und Wiederherstellung hinter dir stehen. Der Bund ist einfach aufgekündigt worden, nur noch die Freiheit. Eine Fehlstellung von der Liebe, wie sie Gott in unser Leben hineingibt. Oder dann gibt es natürlich die andere Seite mit totaler Verbundenheit. Klammern, für sich beanspruchen, über das andere bestimmen. Du musst meinem Zweck dienen. Da soll es gehen mit uns. Und null Freiheit. Da haben wir drauf. Wir können ganz gut als Menschen die eine Seite betonen oder die andere. Aber die göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die bringt beides zusammen. Und da möchte ich da unten die gleiche geschrieben, wo wir hoffentlich ab heute nicht mehr vergessen, was Liebe ist. Liebe ist feste Verbundenheit und Freiheit. Nicht entweder das eine oder das andere, sondern feste Verbundenheit und Freiheit. Und noch ein bisschen einfacher ist sich zu merken, Liebe gleich F plus F. Ich habe ja einen Ingenieurhintergrund, da hat sehr viel mit so Formeln und Gleichungen zu tun gehabt. Liebe gleich F plus F. Feste Verbundenheit und Freiheit. Das ist das Wesen von Liebe. Wow, was für eine großartige Möglichkeit. Und ich verspreche euch, wenn ihr dem nachdenkt und mit diesen kläglichen Versuchen in der Liebe nicht
euch selber schlecht macht, auch nicht das Gegenüber schlecht macht, sondern immer wieder die Identität in Jesus sucht. Auch selber von dem schnauft, an eurem Leben, was Gott wirklich tut in eurem Leben hinein, dann glaube ich, können wir auch mit manchmal halbfertigen Sachen im Alltag besser zurechtkommen. Du darfst ein Teil sein vom Kreislauf von der Liebe von Gott. Ich möchte heute einfach fragen, möchtest du den mutigen Schritt machen wieder? Den mutigen Schritt von der Liebe auf Gott zu und sagen, ich brauche Gott wirklich, ich bin gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ich habe einfach gemeint, ich sei ein recht guter Ehemann und ein Vater. Und ich habe so viel Mist zwischen ihnen gemacht, wo ich eben immer am Sonntagabend mein Grounding hatte. Nein, es funktioniert nicht. Möchtest du Gott so in dein Leben einschliessen, weil du weißt, du brauchst ihn? Möchtest du die Liebe auch wieder dir selber gegenüber einsetzen und sagen, ja, ich darf mich annehmen, so wie ich bin. Ich muss nicht so gut sein wie andere. Ich muss nicht so gut sein wie die tollen Ehefrauen und Ehemänner, die so irgendwie offensichtlich nichts anderes den ganzen Tag lang machen, als ihren Partner zu verwöhnen. Nein, ich möchte besser werden, wie ich war, verglichen vor ein paar Jahren. Und du darfst auch wieder einen mutigen Schritt auf deinen Ehepartner oder deine Ehepartnerin zumachen. In fester Verbundenheit und Freiheit. Lass doch dein Leben von Gott wieder in Ordnung bringen. Das ist schon wichtig. Manchmal muss Gott auch im eigenen Leben aufräumen und die Wiederherstellung schenken. Und das wieder festmachen, was in deinem Leben muss aufgerichtet werden muss. Lass dir deine Lasten abnehmen von Jesus. Lass nicht zu, dass deine Lasten immer wieder deine Ehe beschweren. Deponier sie bei Jesus. In seinem Bund macht er dich heilig, rein, wiederhergestellt. Er steht zu dir. Und jetzt setzt deine ganze Person ein, dass auch dein Gegenüber merkt, er steht zu mir. Sie steht zu mir. Und lass zu, dass Gott aus deinem liebsten Mensch die Person macht, die er sich schon lange gedacht hat. Und hör auf, ihn oder sie nach deinen Vorstellungen zu verändern. Das funktioniert sowieso nicht. Du kannst natürlich selber verändern lassen. Aber Liebe in Freiheit, die kannst du lernen und trainieren. Ja, ich möchte einfach jetzt auch am Schluss von dieser Predigt in ein Gebet einmünden, wo ich gerne einfach uns mitnehme vor den Thron von Gott und ihn bitte, dass wir da reingenommen werden, ganz neu wieder reingenommen werden in die vollkommene Liebe. Und mir kommt gerade der Petrus in den Sinn, wo Jesus aufs Schiff gestiegen ist zu ihm und seine Reaktion, wo es dann auch plötzlich mit Fisch plötzlich nur noch so gesprudelt hat, wo der Petrus gemerkt hat, wer Jesus neben ihm ist, hat er gesagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und das ist oft die Reaktion, die wir haben, wenn wir merken, dass wir es mit der Liebe nicht auf die Reihe bringen, dass wir von Gott weglaufen. Jetzt beten wir, dass wir angezogen werden und den Platz einnehmen können, den Gott uns gibt, mitten in seiner Liebe hinein. Du darfst ein Teil sein von dem. Ja, so möchte ich heute Morgen uns alle, Vater, Sohn und Heiliger Geist, vor deinem Thron bringen. Weil ich weiss, da sind wir am richtigen Platz. Und ich möchte dich ganz fest anflehen, dass du uns neu die Augen öffnest für da, wer du bist und wer wir sind. Und dass es uns gelingt, auch in dieser Beschränktheit, dass es dir gelingt, wo du da sitzt, in dem, was dir an Liebe möglich ist, dich an dem zu orientieren, wo Gott in dein Leben hineinfließen lässt und nicht an deinem Versagen. Deine Beziehung zu dir selber, die kann Gott anlangen und dich neu machen, dich ganz machen, dir eine Identität geben, die auch nicht durch Frustrationen im Alltag sofort wieder in Mitleidenschaft gezogen wird. Und Jesus, du kannst auch Wiederherstellung schenken für Beziehungen, die wirklich dürfen und müssen transformiert werden, die sollen auf eine neue Grundlage gestellt werden, wo die Liebe wieder soll können pulsieren in einer festen Verbundenheit und in einer Freiheit.
Danke, dass du unser Gebet hörst, dass du niemanden allein lässt, sondern dass du mit deiner barmherzigen Hand jedes führst und den nächsten Schritt machen lässt. Heute und in den nächsten Tagen. Amen. Ja, vielleicht hat Gott etwas in deinem Leben jetzt gerade